Das ist Michael von der Heide und ihr hört jetzt dann meine 10 grössten Semperwerts. Cinema von der Paola, das hat sie gesungen 1980 am Grand Prix Eurovision de la Chanson für die Schweiz. Sie ist dann 4. geworden. Da kann ich mich eben sehr gut erinnern, bin ich in Amden auf dem Sofa gsi, Samstagabend im Frotte-Pischamendli, frisch badet und durfte den Grand Prix schauen mit meinen Eltern. Und ich bin so verzaubert gsi von dieser Paola, aber auch von dieser Veranstaltung. Und damals, ich habe mich in die Paola verliebt. Und das ist für mich quasi ein Erweckungserlebnis gsi. Ich habe dann dort zu meinen Eltern gesagt, ich werde auch mal Sänger. Ich gehe auch mal an den Grand Prix sowieso. Und ich werde die Paola mal heiraten. Und 2 von diesen Sachen sind in Erfüllung gegangen. Und dass ich Paola nicht geheiratet habe, da ist sie, glaube ich, auch ziemlich froh drüber. France Gall, das war, als ich Teenager war, hat es eine Phase gegeben, wo viele französische Songs in den Charts waren. Also ganz vorne, ich glaube, Ella Ella war auch in der Schweiz Nummer 1 Hit gewesen. Und das war eben so die Teenager-Zeit gewesen. Und dort ist auch ein bisschen, die Liebe zum Französisch, zur französischen Musik ist gewachsen. Weil Französisch Unterricht in der Schule habe ich gehasst, aber die französische Musik habe ich geliebt. Und es hat mich ein bisschen inspiriert. Der Sohn vom Pfarrer ist der erste grosse Hit von der Sina. Sina kenne ich seit fast 30 Jahren. Wir sind zu der gleichen Gesangslehrerin gegangen. Das war noch bevor sie Sina geworden ist und bevor ich der Michael von der Heide geworden bin. Und Sina und ich, sie ist meine längste musikalische Freundin. Und Sina ist eine ganz wichtige Person für mich, auch jetzt noch. Immer wenn man mal so irgendwo für eine Gala gebucht ist oder so, oder eine Anfrage hat, frage ich immer sie, wenn ich unsicher bin. Wo ich sage, was meinst du? Und für mich war sie auch immer ein Gradmesser gewesen. Wenn sie es nicht macht, mache ich es auch nicht. La Pura. La Pura ist auch zum Beispiel ist ein Hit in der Schweiz. Einer von den seltenen romanischen Hits. Und Corinne Corcellas, ihr habe ich meinen ersten grossen Hit zu verdanken. Je d'amour hat sie für mich geschrieben und ist für mich auch ganz eine wichtige Person in meinem musikalischen Leben. Daniela Simons hat die Schweiz vertreten auch am Grand Prix Eurovision de la Chanson 1986 bin ich auch Teenager gewesen. Ich bin auch in Klavierstunde in Amden und sie ist an dem Piano gesessen und hat so toll gesungen und sich gleichzeitig begleitet und ich habe gefunden, also das ist eine der besten Schweizerinnen und das finde ich nach wie vor. Ich hatte das Glück gehabt, das Jahr mit ihr ein Duett aufzunehmen und ich habe sie nie aus den Augen verloren und das ist auch für mich so ein Beispiel. Sie war damals eine Talentbombe und ist es geblieben. Michel Polnareff, ein Skandalsänger aus Frankreich, also skandalös sind seine Poster in den 70er Jahren. Er hat sich nämlich einmal Viertelblut ablichten lassen, um sein Konzert zu bewerben. Es war dann sofort ausverkauft gewesen. Und er ist aber auch ein fantastischer Songwriter und Sänger. Ihn gibt's immer noch. Er hat er hat ein Nummer 1 Album in Frankreich, gerade vor kurzem noch. Und für mich ist er auch eine sehr inspirierende Figur, weil er ein ganz frecher, im Positiven frecher Musiker war und geblieben ist. Voyage, Voyage, geht nochmal in die Zeit von meiner Jugend. Das ist auch wirklich ein Evergreen, der läuft immer noch an den Radios. Da merkt man auch, wenn man den Song hört, der ist so zeitlos, der wird auch sicher noch in 20, 30 Jahren gespielt werden, weil er einfach fantastisch produziert, fantastisch gesungen, dort stimmt alles auf den Punkt bis heute. Weil manchmal hat man gesagt, in den 80er, ja, die Hallfahnen oder so, gewisses Zeug, das will man nicht mehr hören, kann man nicht, aber der Song bleibt ewig. Ella Fitzgerald, die habe ich ausgewählt, weil ich auch Ella Ella ausgewählt habe. Das Lied ist ja Hommage an Ella Fitzgerald und heisst ja Ella Ella. Ella, sie hat's, sie kann's eben und das stimmt. Ich habe jetzt Lullaby of Birdland, ein Jazz-Klassiker ausgewählt. Also für mich ist Ella Fitzgerald schon die beste Jazzsängerin, die die Welt je gehört hat. Immer noch eine Freude, sie zu hören, auch jetzt halt auch dank diesen digitalen Sachen kann man auch mal dort reinhören, dort einfach in das riesen Repertoire. Ich habe mir jetzt das Lullaby of Birdland ausgewählt.
Ja, Elvis, der grösste Sänger der Welt, der King ist geblieben. Ich finde ihn auch nach wie vor, wie viele Millionen, Milliarden Menschen, der grösste. Und ich habe jetzt Viva Las Vegas ausgewählt, weil das man nicht so oft am Radio hört. Aber es hat auch vielleicht einen Grund, weil er ist schon recht nervös. Der Song ist recht nervös. Ja, er ist recht nervös. Ja, es ist halt Las Vegas, es flirrt und glittert und ich finde, das fehlt uns manchmal doch im Leben, der Glitter und der Glanz. Also halt der Las Vegas Fake, den muss man doch manchmal zelebrieren. Dun, 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 dun. Mir ist dann, als ich eben an Elvis gedacht habe, Viva Las Vegas, ist mir meine liebe Freundin Nina Hagen in den Sinn gekommen. Ich habe auch das Glück gehabt, mit ihr schon ein paar Mal zu arbeiten und sie ist für mich auch nach wie vor einfach eine von der grössten Sängerinnen der Welt und frechsten auch und gnadenlosesten, muss man sagen. Und sie hat toll, sie kann alles singen. Also sie kann das Telefonbuch singen und ich finde, das Fever singt sie besonders gut. Songs beschreiben. Ja, also wenn wir es jetzt würden, in Stein meisseln, hätte ich mir ein bisschen nochmal andere Gedanken müssen machen. Aber ich finde, es ist eine flockige Sache und gerade auch wie eine Momentaufnahme. Also in 2 Monaten sieht es wieder anders aus. Im tiefsten Winter, wenn es draussen grau und kalt ist.